Aber leider mit dieser neuen Situation in Afghanistan, sie sind auch geflüchtet von Afghanistan, aber jetzt Afghanistan sind 100% meine Heimatland und meine Heimatstadt erzählen. Unsere Vorfahren sagten, wo ist die Straße der Menschlichkeit? Und die Antwort auf die Frage war so, die Straße der Menschlichkeit befindet sich in Bukhara. Bis heute haben wir diese Kultur bewahrt, obwohl wir in verschiedenen Kriegen viele verloren haben, haben wir nicht die Menschlichkeit verloren. Es bleibt in unserem Blut, in der ganzen Situation. Wir helfen einander und wir unterstützen uns gegenseitig in unterschiedlichen Lebenssituationen. Der Geruch von Diskriminierung ist in Bukhara kaum zu spüren. Bukhara ist meine Heimatstadt. Bukhara ist eine Stadt der Geschichte. Bukhara die Perle der Ostens. Bukhara ist Stadt der Kultur. Hier ist ein Denkmal der alten samanidischen, tadschikischen Dynastien. Jeder kennt sie als die Geburtsstadt von Avicenna, Abu Ali ibn Sina. Diese Stadt ist eine der ältesten und schönsten Städte Usbekistans. Die Republik Usbekistan liegt im Herzen Zentralasien und ist berühmt für ihre zahlreichen architektonischen Denkmäler, unglaublichen Naturlandschaften, prächtigen Paläste, Ruinen von Festungen vergangener Zivilisationen. Ja, lebendige kulturelle Veranstaltungen, gastronomische Köstlichkeiten, wie Sie hier sehen, ja, und berühmte Handwerksbetriebe. Von Usbekistan, Sie können gerne danach probieren. Brot natürlich, ich habe sehr versucht, damit das ist wie anderes auszumachen. Ja, und noch was, unsere natürlich Geschirre. Ich habe alle Geschirre mitgebracht. Wir sagen das Pachtagul. Pachtagul bedeutet Baumwolle, Blume. Ja, meine Freundin ist auch aus Usbekistan. Und das ist auch, wir sagen das Choynik Peshonak, das bedeutet, du kannst diese, was ist das, Kanne, ja, so ausdecken oder decken. Ja, Jugendtextilien, wir haben hier das ist Mütze, wir sagen das Kalapösch. Kann man natürlich andere Städte sagen, Toklin oder noch irgendwas, aber wir sagen Kalapösch und das ist, die Nähten ist mit einer speziellen Technik. Und diese Technik ist Iraqi, Irak. Das hat früher von Irak gekommen. Und das ist auch Golden Embroidery, noch was. Und das hier habe ich ja natürlich ein Buch von meinem Opa mitgebracht. So sagt man, er war Poet, hat ein paar Monate vor gestorben. Trotzdem, ich bin sehr stolz, ich konnte nicht meine Zuhause Bücher hier mitbringen, weil die waren sehr schwer. Aber noch gibt es hier auf Deutsch, ich habe das speziell aus Usbekistan gekauft. Sie können da gucken, schauen, lesen. Bitte schön. Dann noch, ich kann natürlich Musik anmachen, tanzen für Sie, wenn Sie möchten.
خودش خنده نماده ای جانش خنده نماده مادر